Hallo alle zusammen! Heute spreche ich über meine Erfahrung als Tutor auf italki. Ich habe ungefähr 2 Monate lang unterrichtet und ca. 120 Stunden gegeben. In der Zukunft werde ich auch ein Video aus Schülerperspektive machen, aber heute soll es allein um die Lehrerperspektive gehen. Zum Verständnis, es gibt 2 verschiedene Typen von Lehrern auf italki. Es gibt professionelle Lehrer, das sind Leute, die Qualifizierungen haben oder Zertifikate. Und dann gibt es Community Tutor, so wie ich. Das sind einfach ganz normale Leute, die entweder Muttersprachler sind oder die Sprache auf einem sehr hohen Niveau beherrschen, genauer gesagt C2. Als neuer Tutor auf italki bekommt man ein Neulingsabzeichen für ungefähr 3 Wochen. Und dieses Abzeichen hilft einem für den Algorithmus. Das heißt, dass man höher auf der Suchliste erscheint. Und dadurch bekommt man dann viele neue Schüler. italki empfiehlt einem, mit einem sehr niedrigen Preis anzufangen. Und dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, weil man am Anfang überhaupt gar nichts hat. Man hat keine Rezensionen, keine Sternebewertungen, keine Statistiken. Das heißt, das Einzige, womit man das kompensieren kann, ist ein niedriger Preis. Ich habe mit $9 pro Stunde, pro 60 Minuten angefangen. Mit der 15% Gebühr, die italki einbehält, ist das weniger als Mindestgehalt in meinem Land. Aber mittlerweile bin ich daran, es in $2 zu erhöhen. Viele von den Schülern, die ich am Anfang hatte, waren auch komplett neu auf italki. Und viele von denen haben 1 Stunde genommen und sind dann nie zurückgekommen. Das kann ein bisschen demotivierend sein, aber ich glaube, das ist normal. Nach den ersten 3 Wochen, als ich dann das Neulingsabzeichen verloren habe, habe ich auch weniger neue Schüler bekommen. Allerdings hatte ich bis dahin auch schon ein paar wiederkehrende Schüler gesammelt. Zu den Stunden selbst. Meiner Meinung nach ist es von Vorteil, so viel wie möglich in der Zielsprache zu sprechen und Englisch so gut es geht zu vermeiden. Ich weiß, das geht nicht immer, weil das Niveau der Schüler echt sehr unterschiedlich sein kann und manchmal bekommt man Schüler, die einfach komplette Anfänger sind und dann kann man es nicht komplett verhindern. Aber wenn möglich, dann sollte man doch tatsächlich in der Zielsprache sprechen und auch Dinge in der Zielsprache erklären. Und ich denke, was auch wichtig ist, ist, dass man nicht jeden Fehler korrigiert. Also manchmal hat man natürlich Schüler, die auf einem C1 oder C2 Niveau sind, die nur alle paar Minuten einen Fehler machen. Da geht das natürlich. Aber die meisten Schüler sind dann doch eher A2, B1, B2 Niveau, so in dem Dreh. Und da machen sie ein paar zu viele Fehler, als dass man alles korrigieren könnte. Also wenn man dann tatsächlich alles korrigiert, dann kann das ein bisschen demotivierend sein für die Schüler und es tötet auch den Flow des Gesprächs ab. Und um ehrlich zu sein, manchmal sind die Dinge einfach noch weit über dem Niveau des Schülers. Das heißt, gewisse kleine Fehler, da haben sie dann nicht so viel davon, wenn man ihnen das erklärt. Und meiner Meinung nach ist es auch sehr hilfreich, ganz viel aufzuschreiben. Also vor allem neue Wörter, die der Schüler noch nicht kannte. Aber auch wenn der Schüler einen Fehler macht oder mehrere Fehler in einem Satz, ist es oft sehr hilfreich, den Satz richtig aufzuschreiben. Manchmal hat man auch Stunden, die ein bisschen unangenehm sind. Das passiert vor allem dann, wenn Schüler sehr schüchtern sind, wenn sie zum Beispiel nie etwas fragen und auf Fragen nur mit ganz kurzen Antworten oder wenn sie auf einem sehr niedrigen Niveau sind oder beides. Manche Leute schalten auch ihre Webcams nicht ein und das ist einfach ein bisschen merkwürdig. Und manchmal kann es echt ein bisschen sehr unangenehm sein, 60 Minuten lang mit jemandem reden zu müssen, wenn man eigentlich gar keine Gesprächsthemen hat. Daher empfehle ich, Kurzgeschichten parat zu halten, für den Fall der Fälle. Meiner Erfahrung nach kommen diese Leute aber fast nie zurück. Und wenn sie doch zurückkommen, werden die nächsten Stunden meistens weniger unangenehm. Mit meinen wiederkehrenden Schülern habe ich allerdings fast ausschließlich gute Stunden. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal.